Salut miteinander, Just Who wieder am Mic, und zwar mit dem Rufus und dem Mr. J. Das Black Ops 2 ist rausgekommen am Montag, für die einen am Dienstag. Und wir wollen euch schnell ein Feedback zurückgeben, wie man es findet, was positiv und was negativ ist und Highlights, die wir vielleicht bis jetzt gehabt haben. Und ja, Rufus, ich sag mal, sagst du da mal als erstes etwas? Zuerst möchte ich etwas anderes sagen, und zwar, wir haben gesagt, wir laden das Video am Montag auf. Es ist, Montag können wir ja gar nicht, logischerweise, oder? Weil das Game eigentlich gar noch nicht offiziell draussen ist. Dann haben wir es gestern machen, ist auch nicht gegangen, heute machen wir es auch schon zum zweiten oder dritten Mal sicher, weil es irgendwie mit Aufnahmen und über Skype zum Teil halt, zum Teil unterbricht ein bisschen blöd, also für das Entschuldigung. Aber kommen wir zum Punkt. Black Ops 2, es wird ein Commentary sein, das ein bisschen skeptisch ist, aber es sind alles eigentlich kleine Sachen, weil also gestern haben wir mit dem AK-7 gespielt, oder wenigstens es ist genau zu einem Match gekommen und nachher ist es irgendwie, sind wir rausgefallen, dann haben wir uns wieder eingeladen und dann haben wir keine Lobby, also haben wir nicht können beitreten um das Spiel, irgendwie wegen des Server. Heute ist auch, Mr. J ist glaube ich 1,5 Stunden am Versuchen gewesen, hat kein einziges Spiel können spielen. Das, was momentan ein bisschen blöd ist, aber bei Black Ops 1 haben sie auch einen super Support gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin sicher, dass es auch im Black Ops 2 möglichst bald, oder ich schätze mal relativ gleich, einen Patch rausbringen, der dann das wird beheben. Hoffe ich zumindest, aber ich nehme es an, wie gesagt. Sonst das Game, der Abonnent, also ein anderer Abonnent hat uns geschrieben, ja, das Game, also Black Ops 1 ist nicht das beste COD, aber es sucht Touren. Du meinst Black Ops 2? Habe ich gesagt, oder? Nein, du hast 1 gesagt. Aber ist gut, also. Black Ops 2 sucht Touren, das ist definitiv so. Es ist gewöhnungsbedürftig, finde ich jetzt, man stirbt extrem schnell. Aber ob es jetzt das Beste ist oder nicht das Beste, das denke ich, zeigt sich dann noch, je nachdem halt auch, wie die Community sich entscheidet zu spielen. Mir ist aufgefallen am Dienstag, also gestern hat es mehr Camper gehabt. Ich bin viel weggeholt worden von Leuten, die mich hergelatscht haben, die irgendeinen Scheiß gesehen haben. Am Montag war eher so ein bisschen rush-happy gewesen. Eben, es wird sich noch zeigen, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen hat es grosses Potenzial, das Game. Zum Beispiel ein paar Punkte wegen Abschussserien. Ich finde, die Abschussserien sind jetzt in Black Ops 2 auch gelungen. Finde ich schon fast ein bisschen spannender als die vom MW3. Weil, wenn du zum Beispiel 6 Kills hast, hast du ja, glaube ich, den Blitzschlag, also 600 Punkte. Und der ist auch stark. Also wirklich, da hat er jedem das Zäpfchen raus, wenn er da irgendwo auf der Erde rumläuft. Und es ist auch ein bisschen einfacher, durch das du das Placken kannst reinnehmen und wenn du wirklich einigermaßen gut spielst, ein bisschen konzentriert, kannst du den Blitzschlag immer holen und dann hast du eigentlich auch einen Multikill automatisch. Also es ist einfach mit der Abschussserie wirklich etwas zu treffen, ist mir aufgefallen, jetzt vom Montag bis heute. Was haltest du von der Abschussserie? Ich finde, sie machen sehr Laune für die Höheren. Ah ja, das ist noch etwas anderes. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Black Ops, das erste COD, sorry, wo der vorschreibt, was du wenn freischaltest. Also du kannst jetzt nicht, sagen wir, wenn du deine Klasseneditor und Score-Streaks, also Punkte-Serie da kannst einstellen, kannst nicht sagen, ja, ich will jetzt gerade mal die Hunde, sondern die bekommst du dann irgendwann, einfach wenn du mal ein gewisses Level hast. Finde ich jetzt eigentlich nicht unbedingt schlecht. Ich finde die Abschlussserien auch sehr gelungen, wirklich, sind sehr stark, finde ich. Für die grösseren, also vor allem auch bei den grösseren, muss man halt ziemlich objektiv spielen, weil das gibt halt die meisten Punkte. Sonst zu den Waffen. Ich finde, die Waffen sind sehr gut. Also es ist mir jetzt keine Waffe aufgefallen, die ich brutal krass finde. Es gibt ein bisschen die besseren und es gibt ein bisschen die schlechteren, das ist immer so, aber jetzt gerade irgendwie, jeder spielt mit der, also gut, der MP7 ist sehr stark vertreten, das ist auch die erste, das erste Maschinengewehr, das du freischaltest und darum ist das eigentlich noch verständlich, ja. Ja, ich finde es allgemein ein sehr gut ausgeglichenes Game, ja. Ja, ich sage jetzt mal auch eben, apropos Waffen, mir ist einfach immer aufgefallen, wenn einer mit der MP7 gekommen ist und ich mit dem Sturmgewehr, auch wenn ich die ersten 2 Schüsse auf ihn drauf kann, und er mich nachher mit der MP7 getroffen hat, bin ich meistens gestorben. Aber es kann gut sein, dass es nicht an der Waffe liegt, sondern an der Verbindung. Weil die hapert jetzt wirklich auch ein bisschen. Eben wie gestern hat er ja das Video zeigen gehabt mit der Pumpe. Vielleicht willst du mal deine Meinung dazu sagen, weil sonst rast du dich da aus. Ja, eben, wir waren gestern am Zocken und dann ja, war ein bisschen am Ragen und was ist los? Ich schwöre, ich habe den 3-mal getroffen. Bin ins Kino schauen. Und hat wirklich mit der Remington hat er auf
eine kurze Distanz, also ich weiss nicht, was ist das, vielleicht 1 Meter oder so, er ist hinter ihm gestanden. Er hat ihn 3-mal mit dem Red Dot anvisiert, das Red Dot zeigt auf die Brusthöhe, er bekommt nicht einmal einen Hitmarker, also da, ja, aber ich denke auch, dass das wahrscheinlich irgendwann mal behoben wird, ich hoffe es zumindest. Und was das andere betrifft, das passiert mir auch sehr viel, dass ich einen wirklich 3-4 Schüsse, er dreht sich irgendwie um und denkt, was willst denn du da? Auch ab, bringt mich um, fertig. Ja, was willst du da machen? Ja, ist leider so, ja. Aber eben hoffen wir mal, es wird gefixt, patchet, was auch immer. Aber apropos Todesserie, da etwas aufgefallen? Das ist absolut Hammer. Da bin ich also wirklich grosses Kompliment. Kein Deadman's Hand und kein Last Stand, da wo ein Schildkröte am Boden. Es ist echt Hammer. Also ich finde es eine brutale Erleichterung und einfach, ja, wenn der am Boden liegt, ist er tot und kriecht da nicht noch wie ein Zombie umeinander. Also das finde ich richtig geil. Also da wirklich ein ganz, ganz fetter Daumen nach oben. Ja, so eine saure Pantoffel oder keine Ahnung, wie sagen wir den Bodensuri am Boden gibt es ja nicht mehr. Wirklich schön. Und es gibt ja auch Punkte, wenn du dann das Comeback hast. Und ich finde es länger, wenn du Punkte bekommst, wenn du 5-mal hintereinander gestorben bist und einer wieder tötest, kommst du da das Comeback-Abzeichen über. Und das gibt ja dann auch wieder 200 EP und das finde ich eigentlich okay. Lieber die Todesserie weglassen und dafür bekommst du Punkte, wenn du mal vielmal gestorben bist und dann endlich mal wieder ein bisschen Gas gibst. Das wird länger. Durchaus, ja. Ja, ich noch etwas sagen. Der UAV-Spam, also Drohnen, ist momentan sehr vertreten. Das gut stört mich jetzt momentan eigentlich nicht so, außer wenn du wirklich für die hohen Killstreaks am Gamen bist und nachher, ja, haben die anderen 24/7 Drohnen in die Luft. Aber ich glaube, das verändert das ganze Game ein bisschen, es macht es ein bisschen schneller in Anführungszeichen, weil Ghost, also Geist hast erst mit Level 55, also das letzte Level bekommst du das auch noch. Kann man jetzt noch nicht genau eine Meinung bilden, ich weiss auch nicht genau wie genau Ghost funktioniert, ob es langt und einfach im Kreis säckelt, ob man da nicht mehr anzeigt oder gleich. Aber ich finde es bis jetzt eigentlich nicht so schlimm. Willst du noch etwas sagen? Ja, eigentlich habe ich noch einen Punkt wegen der Maps. Ich finde die Maps eigentlich recht detailhaft getreu. Ja, ist wirklich viel Mühe gegeben. Auch die mit dem Zug finde ich mal eine lustige Idee, dass man einen Zug durchfährt. Zwar irgendwann wird es, denke ich mal, eklig, wenn jede Minute einen Zug durchfährt, aber es ist mal etwas Neues. Und sie sind recht, wie sagt man, es hat ganz viele Passagen eigentlich. Jede Map hat mega viel Durchgänge. Du musst wirklich ein bisschen mit dem Radar arbeiten, wenn eine Drohne in der Luft ist, weil sonst wirst du, wie gesagt, von hinten oder von der Seite verschossen. Aber sonst ich kann nicht sagen, dass ich Lieblingsmap habe, für das habe ich zu wenig gespielt. Aber eine gute Auswahl hat es sicher. Und die Punkte auch. Ich finde es immer ein bisschen eklig, dass bei B so viel musst Elan reinstecken, dass du endlich erobern kannst. Die Gruppe, die den ersten erobern B, der hat und dann für das Ende des Spiels eigentlich, ja. Ja, also gerade zu B, das haben sie absichtlich gemacht, dass B wirklich eigentlich sehr offen ist und in der Mitte meistens von der Map, damit es einfach eben sehr hart umkämpft ist und das ist wahr, wenn du mal B hast, dann hast du es relativ lang. Wiederum ein kleiner Tipp noch für euch, wenn ihr Herrschaft spielt, logischerweise. Wenn ihr nicht eure Homebase einnehmt, sondern direkt zu B geht und B einnehmt, bekommt ihr 500 EP pro Cap. Und das ist aber nicht EP, die für die Abschussserie zählt, sondern einfach Spielbonus am Schluss. Es lohnt sich, wenn man zweimal spielt und zweimal B einnimmt, hat man 1000 EP. Kleiner Tipp von mir. Ja. Ja, wenn du nichts sagst, mache ich einfach weiter, oder? Was ich auch noch ganz geil finde, ist Zombies. Es ist ein bisschen sagen wir, schwieriger geworden. Man muss am Anfang etwas bauen und so. Nachher kommt man raus, fährt irgendwie mit so einem Bus. Und ja, wenn euch Zombies interessiert, lasst einen Kommentar da, machen wir eventuell mal ein Zombie-Video. Das andere, Kampftraining, finde ich richtig geil. Die Bots in Black Ops 1 sind ja entweder voll zu blöd gewesen oder die Overpros mit Wallhack und die haben einfach schon gewusst, wenn du um eine Ecke kommst, bist du eigentlich da gewesen. Und die jetzt sind sehr ausgeglichen, sie können auch zielbasierte Modi spielen, also wie eben Domination, Herrschaft. Sie gehen auch Flaggen rein, sie spielen ein bisschen taktischer auch und ich finde sie sehr viel ausgeglichener. Also, wenn euch mal langweilig ist oder die Server nicht funktionieren im Moment, dann schaut doch mal dort rein, macht sicher Spass. Ja, mal. Zombie-Modus wollte ich auch noch schnell etwas ergänzen. Ich denke mal, am Anfang ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir haben, glaube ich, beide nicht gewusst, was wir jetzt genau machen.
Ich habe nur mal auf YouTube gesehen, man muss so einen Ventilator bauen oder so. Aber nachher im Bus ist uns der Bus vor der Nase abgefahren, wie eigentlich immer im privaten Leben auch, oder? Und ja, ich glaube, wir sind dort nachher auch verreckt. Wir haben eigentlich wirklich auf den Bus gewartet, aber der ist irgendwo weitergefahren. Und ja, aber sonst finde ich es eigentlich gut, bis auf die Krabbeltierchen, die dir auf den Kopf kommen. Keine Ahnung, was das sind. Das sehen aus wie irgendwie krebskranke Affen ohne Fell. Aber ja, nein, sonst wirklich gelungen. Ja, zu den krebskranken Affen noch. Wenn euch auf den Ring jumpt, dann tut einfach die ganze Zeit Messerli, weil dann lädt ihr irgendeinen ab von euch. Das hättest du mir auch früher können sagen. Ja, ich kann es dir versucht sagen, aber es war da. Äh, ja, Gameplay, kannst du noch etwas sagen dazu? Sicher Ja. auch spannend am Anfang. Sicher, das Gameplay ist vom Rufus 56 auf 3 auf Hijacket. Und Waffen hast du eigentlich keine fixe Waffe, sondern bist eigentlich fast alles durch, oder? Ja, also, haben ein paar verschiedene Waffen, das ist wahr, ja. Gut, Sniper hast du, glaube ich, keins genommen, oder? Ja, da ist kein Sommer gelegen. Okay, und ja, man sieht eigentlich ganz schön die Abschussserie. Es ist wirklich möglich, Multikills zu machen, oder? Ja, ich weiss jetzt nicht, ob ich einen geholt habe, aber es ist durchaus möglich, ja. Ja, gut. Ja, eben Blitzschlag und dann auch da die Predator-Rakete mit den kleinen Raketen, wirklich sehr schön. Und ja, sollst du noch gerade etwas sagen? Ja, spielt ein bisschen taktischer. Also eben, ich bin sehr rush-happy gewesen am Dienstag und bin grausam auf die Welt gekommen, weil eben, die hocken hinter jedem Gegenstand und so, also vielleicht ein bisschen taktischer, das heisst nicht, dass ihr in der Ecke hocken müsst, aber das traue ich eigentlich unseren Freunden auch nicht zu. Ja, mal. Würde ich sagen, haben wir es für heute, oder? Ja. Gut, willst du zuerst Tschüss sagen oder soll ich zuerst? Ja, also ich wünsche einen schönen Abend, viel Spaß beim Zocken. Ich bin nachher sicher auch noch an, falls der eine oder andere Bock hat. So, tipptopp. Ich sage auch noch Tschüss. Ich bin jetzt da meine PS am neu aufsetzen, spinnt ein bisschen. Und später bin ich sicher auch on. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Gamen und man hört sich im nächsten Kommentar. Schönen zusammen.